Willkommen zurück bei unserem Überblick über die Testspiele vom heutigen Tage. Bosnien empfing in Sarajevo im Asim Ferhatović Hage Stadion die Vereinigten Staaten mit Jürgen Klinsmann auf der Trainerbank. Das US-Team, das zuletzt 11 Pflichtspiele und Freundschaftsspiele in Folge gewinnen konnte. Beide Mannschaften führen ihre jeweiligen Qualifikationsgruppen an, aber beide sind noch nicht sicher durch und müssen im September und Oktober noch einiges leisten. Die US-Boys in den rot-weißen Trikots mit einem groben Patzer in der 7. Minute. Und der wurde eiskalt genutzt, zwar im zweiten Anlauf, aber Edin Dzeko lässt sich solche Chancen einfach nicht entgehen. Eddie Johnson war der Sündenbock gewesen, der den Ball vor dem eigenen 16er vertändelt hatte im Trikot der US-Amerikaner. Und dann war es Edin Dzeko, der zunächst an Tim Howard scheitert, aber im Nachsetzen erfolgreich ist. Sein 30. Tor im 54. Länderspiel. Hat ja auch bei Manchester City in den letzten beiden Spielzeiten je 14 Mal getroffen, war Torschützenkönig der Bundesliga, ist einfach ein klasse Stürmer. Und dann dieses 2:0 für die Bosnier. Großer Jubel auf den Rängen, das ist klar. Denn in der 29. Minute war Vedat Ibišević erfolgreich und brachte die Bosnier weiter in Front. Zvezdan Misimovic, der gebürtige Münchner und langjähriger Bochumer und Wolfsburger, der ja mittlerweile in China gelandet ist, der hatte die Vorlage gegeben. Vedat Ibišević, der Stuttgarter, der Stuttgart gerade mit einem wichtigen Tor in Plovdiv in die Europa League Playoffs geschossen hat. Also mit dem 2:0, dann nach dem Seitenwechsel, aber plötzlich fand Bosnien nicht mehr statt. 4 Mann hatte der Trainer ausgewechselt, Safet Sušić, und es lief nichts mehr bei Bosnien. Dagegen große Fehler in der Defensive. Klasse Pass von Michael Bradley. Altidore legt rüber. Eddie Johnson locht ein. Macht seinen Fehler vor dem 0:1 wieder gut. Der Mann von den Seattle Sounders. Und dann kam die Show des Jozy Altidore. 59. Minute. Nach Pass von Fabian Johnson. Noch einem gebürtigen Münchner, der im Trikot der TSG Hoffenheim spielt. Altidore mit seinem 18. Tor im 61. Länderspiel, der Mann vom FC Sunderland, aber der hatte noch lange nicht fertig. Die Bosnier zwischendrin dann auch mal wieder mit Möglichkeiten. Edin Visca eingewechselt, hat die gute Kopfballmöglichkeit nach Vorlage des ebenfalls reingekommenen Miroslav Stefanovic. Und dann Cvećko Misimovic mal mit einem Freistoß, der ganz knapp vorbeigeht. Aber das waren auch schon die Highlights aus bosnischer Sicht in der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, die Show, die gehörte einem anderen. Jozy Altidore, auch mal mit einem ruhenden Ball. Warum nicht? Rein damit. Asmir Begovic, der Mann von Stoke City, im Kasten der Bosnier. Ohne Chance bei diesem klasse Freistoß in der 84. Minute. Also aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht. Die US-Boys nicht unterzukriegen. Und es war ja noch ein bisschen Zeit. Jozy Altidore kommt wieder an den Ball. Der Pass von Michael Bradley einmal mehr. Und Tor Nummer 20 im US-Trikot für den Mann vom FC Sunderland. 3 Tore in einer Halbzeit. 2:2, 3:2, 4:2. Ein lupenreiner Hattrick. Komplettiert in Minute 86, aber das war noch nicht alles. Edin Dzeko wollte auch noch mal nach der Flanke von der linken Seite von Visca. War er per Kopf zur Stelle. Sein 31. Tor im 54. Länderspiel. Was für eine Quote. Aber zu jubeln gab es dann trotzdem nicht so viel für Edin Dzeko. Es war schon die Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Die US-Boys gewinnen 4:3. Zum 12. Mal in Folge ein Sieg.